Grüß euch, der Vater des Don. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Zock-Inspektor Schmidt Teil. Wir sind im finalen Kapitel angekommen. I think so. Und jetzt werden wir mal schauen, was denn wirklich in Wolpertshofen euch so passiert ist. Ich bin schon gespannt wie ihre Schnitzel. Wir haben das letzte Mal aufgehört, aber beim Lohn ist mir aufgefallen, ha, da war noch eine Cutscene und deswegen haben wir die jetzt noch laufen lassen. Und jetzt bin ich gespannt, denn die Gemeinde hat sich in der Kirche versammelt und verfolgt angespannt das Geschehen. Auf der Kanzlei steht der Pfarrer und sieht die Trauergemeinde an. Und so nahm der Herr seinen Sohn und unseren Bruder Harald Schweighöfer zu sich in das Paradies auf. Meine Brüder und Schwestern, dies ist eine schwierige Zeit für uns alle. Der Tod zieht durch diesen Ort. Doch mit dem Beistand des Herrn und der Kraft der Gemeinde werden wir den Schuldigen in die Finsternis treiben, wo ihm die Sünde des Todes in die Wogen des ewigen Feuers treiben wird. Lasst uns unsere Herzen in der Trauer um die Verstorbenen einen und beschützen wir einander vor dem Übel, wie der Hirte die Schafe vor dem Riss des Wolfes. Mit einem Knall steht die Kirchentür plötzlich offen. Weiter! Wer Menschenblut vergisst, dessen Blut soll ja von Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Beutel gemacht. Atemlos steht der Knecht Hans Girgel im Türrahmen. Aber Hans Girgel, was ist denn passiert? Warum stehst du so in der Tür? Komm doch herein. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir züchtigen lassen und mir entgegenwandeln, möch ich euch entgegenwandeln und möch euch noch siebenmal mehr schlagen um eure Sünden willen und mag ein Racheschwert über euch bringen, das mein Bund rächen soll. Hans Girgel, was ist denn in dich gefahren? Wie wagst du es, in den Räumen des Herrn, mitten in meiner Predigt, so zu sprechen? Und das auch noch während einer Trauerfeier. Und wenn sie euch in eure Städte versammelt, dann mag ich die Pestilenz unter euch senden und mag euch in eurer Feind Hand geben. Ja, ich glaub, der hat jetzt auch nur das letzte bisschen seines Verstands verloren. Jetzt holt endlich eine von Lungermeiler! Seid einfach mal Start! Ihr sucht die Schuld! Dann schaut euch doch mal um! Ist überall in eure eigenen Reihen sitzt! Mitten unter euch! In euch! Lügner, Verräter und Mörder! Schormeier, du Drecksau! Umbracht habt ihr's! Und dann habt ihr's vertuscht! Weil euch euer Hab und Gut und euer lächerlicher Ruf wichtiger ist als das Leben selbst! Das reicht jetzt! Dieser dreckige Mörder! Was glaubt er, mit wem er da spricht? Alois, stopft dem Knecht das Maul! Ja, mach mal. Alles kommt vor Hans Girgel zum Stehen und richtet eine Waffe, die er aus seinem Hosenbund zieht, auf ihn. Na, da alles. Ist mir. Wie ein dummer Straßenköter rennst du sofort, wenn deine Frau schreit. Ich hätt gemeint, du kennst den Schmerz des Verlustes. Und jetzt stehst du da und hast alles verloren, wie ich, und hilfst der verlogenen Mörderin? Ich glaube, dass ich hier tatsächlich mit sachlichem Verstand am besten vorwärts kommen würde. Wir kommen hier nur mit Klarheit zum Ziel. Hans Girgel, erkläre dich, bevor noch ein Unglück geschieht. Oder? Schluss jetzt, Hans Girgel! Du sagst jetzt umgehend, was du... Das machen wir. Du willst wissen, was hier los ist? Ja! Dann erzähl dir eben, was hier los ist. Euch alle erzähl jetzt mal ganz genau, was hier los ist. Zum Lachen war er nicht so mutig, glaube ich. Die Gemeinde hat sich in der Kirche versammelt und verfolgt angespannt das Geschehen. Ja, ich schon. Jetzt doch nicht alle so scheinheilig. Als ob hier irgendwer wirklich glaubt hätte, dass die Zenzi als Leben genommen hat. Warum hätten sie das da sollen? Die elendigen Schormeiers waren das. Und ihr habt alle weggeschaut. Jeder hier hat Augen und Herz verschlossen und alles geschehen lassen. Als ob ihr nicht mitgekriegt hättet, dass der alte Schormeier ein Verhältnis mit der Zenzi gehabt hat. Mit seiner Magd. Aber da schauen wir schon mal weg, wenn's der Großbauer ist. Und dann war's schwanger. Und die Schormeier-Kinder haben's mit der Angst zu tun gekriegt. Haben um ihr Erbe gefürchtet. Das haben sie nämlich nicht teilen wollen. Mit dem Balk von der einen Magd.
Zum Schluss hätten die beiden den ganzen Hof übernommen und Lenz und Ursel wären leer ausgegangen. Habgier ist es. Neid, Maßlosigkeit, Todsünden. Ich weiß gar nicht, wer von euch am längsten im Fegefeuer schmoren wird. Der Lenz, der sie hinterrücks erschlagen hat, die Ursula, das hinterhältige Miststück, die den Lenz dazu angestachelt hat, oder der alte Schormeier. Und ihr alle, die Mietkäufer, haben das alles zu vertuschen und seither schweigen. Schau dich nur um, Valentin. Schau's dir ganz genau an. Schau in ihre schuldigen, verlungenen Gesichter. Du bist mein Zeuge. Alle wussten, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Keiner hat das Mai aufgerückt. Also das ist ja unfassbar. Das glaube ich nicht. Was redet der für einen ausgemachten Schwachsinn? Alois, knall den Lügner ab. Alois reißt die Waffe hoch und zielt auf den Kopf von Hans Gürgel. Wir können natürlich mal wieder keine Informationen nutzen, die wir nicht haben. Also schreien wir einfach mal, Alois, was ist denn in Sie gefahren? Nehmen Sie sofort die Waffe runter. Schwierigkeit 14, Ausstrahlung 14. Naja, beten. Jo! Das wird nichts. Na, jetzt ist schon vorbei. Alois zittert die Finger und schließt den Abzug. Ich kann Sie verstehen. Ich kann verstehen, dass die Situation Sie belastet, aber bitte nehmen Sie die Waffe runter. Empathie. Na toll. Was soll ich machen? Kann mir das auch nicht erklären. Wir. Wenn ich... gut würfel. Okay. Gut. Ich brauche gar nichts. Geschafft. Schweiß rinnt von seiner Stirn. Wenn Sie jetzt schießen, wird es auch für Sie eine Strafverfolgung geben. Oh, Wasser kann helfen. Zack. Zack, nur mal weiter. Geht sie aus! Was soll ich denn tun, deiner Meinung nach? Aufgeben! Alois, du Hirsch! Sei einmal ein richtiger Mann und drück ab! Halt! Er kneift die Augen zu. Konfrontation beenden. Ich kann das nicht! Ich kann dich doch nicht erschießen! Das darf mich nicht wundern. Nix kannst du! Sei ruhig, du damische Mistbritschen! Weltklasse. Waffe aufheben. Schnell bückst du dich und steckst die Waffe in deine Manteltasche. Ja, aber sowas von. Aber Hans Kirche, warum hast denn du einen Schweighöfer erschlagen? Der Rupp und der Schweighöfer, die haben auch alle Blut an die Hände. Die waren doch da in der Scheune. Die haben gesehen, wie stümperhaft die Schormeiers die Zensi an den Balken gehängt haben. Die haben doch die Wunde an ihrem Kopf gesehen und das Blut überall. Und dann haben sie weggeschaut. Suizid haben sie das genannt. So einfach war das. Und der verdammte Pfaff, der hat ja ein anständiges Begräbnis verweigert. Selbstmord ist eine Sünde, hat er noch gesagt. Hier und jetzt ist doch ein guter Ort und eine gute Zeit, um über Sünden zu sprechen. Muss ich überspringen oder macht das von der Lore? Die ganze Zeit habt ihr das von der Lore gemacht, jetzt muss ich wieder machen. Schmidt, sorgen Sie für Klarheit! Ich sorge! Oh Gott, ich bin Vollgas im Minus. Jetzt stirbt gleich einer. Schau mal! Stimmt es, was hier gesagt wurde? Was ist auf Ihrem Hof passiert? Ach Schmidt, was soll ich dir noch Schmarrn erzählen? Ich hab's bei unserem letzten Gespräch schon kapiert. Es ist Zeit, mit dem Lügen aufzuhören und um Vergebung zu bitten. Und du schuldest mir nur einen Gefallen, du Zipfel. Was er sagt, ist richtig. Mit dem Tod meiner Frau ist das Unheil über unseren Hof gekommen. Ich hätte mich besser verhalten können. Na, besser verhalten müssen. Aber mir war das alles zu viel und ich habe mich nicht mehr auskennt. Und der Schnaps hat auch seinen Beitrag geleistet. Wow. Die Zenzi hat mir schöne Augen gemacht und irgendwann habe ich nicht mehr nachsagen können. Ja. Hätte ich gewusst, wie das alles ausgeht, hätte ich das doch nie nicht gemacht. Nix davon. Aber bis ich verstanden habe, was da vor sich geht, war das schon längst spät. Die haben wohl gedacht, ich übergebe der Zenzi und dem Kleiner den ganzen Hof. Das habe ich doch nie vorgehabt. Ich weiß schon, wie meine Tochter sein kann. Das glaubst. Ich hab schon öfter mitgekriegt, wie die Ursel die Leute aufgestachelt hat. Gerade an Lenz. Aber ich hätte nie gedacht, dass die beiden... dass der Lenz die Zenzi da schlagt. Und dann ist da gelegen. Wow. Ich hab gleich gesehen, dass sie schon
dass sie nicht mehr atmet. Aber ich hab doch den Bub braucht. Für den war doch der ganze Hof. Wer hätte den übernehmen sollen? Man kann doch nicht einfach die ganze Familie, die ganze Tradition, die ganze Geschichte, alles einfach aufgeben. Wegen einem Fehler. Da haben wir was tun müssen. Ja, mit dem Rupp und dem Schweighöfer, da bin ich mir dann schon einig geworden. Ich wollte das doch alles nicht. Und jetzt stehen wir da und alles geht am Bach runter. Alles. Wir wären jetzt im positiven Bereich. Sind wir noch im positiven Bereich, wenn ich jetzt noch nach Arzt und Polizei frage? Ich weiß es nicht. Und aus diesem Grunde werde ich die Konfrontation jetzt beenden. Ich denke, wir haben nun genug gehört. Ich finde, es reicht auch. Was interessiert das, was die anderen zwei noch gemacht haben? Was ist denn das für eine riesige Sauerei? Kaum zu fassen. Ich kann den Hans Jäger schon fast verstehen. Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Warum hat es so weit kommen müssen? Ja, schon. Alle Schuldigen werden hier und heute eine gerechte Strafe kriegen. Satz unbesorgt. Hans Gegel zieht eine Pistole aus der Tasche und richtet sie auf Ursel Pfistner. So sorry, but why? Was macht man da jetzt? Also Hans Gegel, ja, erstmal weiter, aber ich mag eigentlich gar nicht, dass einer stirbt. Es sind schon genug gestorben. Du gottlose Schlange hast das Unheil in Gang gebracht. Jeden manipulierst du mit deiner ekelhaften Art. Aber dem wird jetzt ein Ende gesetzt. Konfrontation. Hans Girgel, tu es nicht! Warum soll er die nicht? Ihr habt sie geliebt. Aber diese Schlange und ihr Bruder haben alles genommen. Als Mörder werden sie mir doch aufknöpfen. Ich hab nichts zum Verlieren. Ich würde gern die 2 nehmen. Aber so wirst du wie sie. Das ist kein Unterschied zwischen dir und ihnen. Eine 16er Ausstrahlungsprüfung. Macht es nur 3-mal und bin glücklich. Oh, schaut nicht gut aus. Nein, schaut gar nicht gut aus. Gleich wird's eine gerechte Strafe kriegen. Tu es nicht! Herr Bürgermeister, wollen Sie gar nicht seinen Gefallen nutzen? Herr Pfarrer, tun Sie doch etwas Gefallen nutzen. Herr Lehrer, so helfen Sie mir doch. Du schaust dich nach möglichen Verbündeten in der Gemeinde. Wir haben 3. Jetzt aber, Herr Bürgermeister. Natürlich. Hans Girgel, ich werde mich für dich einsetzen. Mit der vollen Macht meines Amtes werde ich mich für dich einsetzen. Herr Pfarrer, auch Sie dürften mal kurz das Maul aufmachen. Hans Girgel, er hat recht. Gott steht auch zu den Sündigern. Du wirst durch das Fegefeuer gehen, doch es wird dich läutern. Ja, und der Herr Lehrer Leubel, der war mal das Maul aufmachen. Hans Girgel, ich weiß, du bist der treuer Kämpfer in der politischen Sache. Dein Sinn für Gerechtigkeit, der treibt dich an und der hat auch dein Handeln geleitet. Aber das ist keine Gerechtigkeit. Das reicht nicht. Ab da müssen die Gerichte übernehmen. Das reicht nicht. Wir haben doch nur einen Schormeier. Okay, der Schormeier wird natürlich mit dem Gefallen nicht scharfsinnig hoch genug. Eine gerechte Strafe verhängt von einem Gericht wird allen zeigen, dass du recht hast. Wenn du sie jetzt tötest, werden sie für immer Zweifel bestehen. Tu es nicht! Ich denke, du bist im Recht, tu es. Das ist zur Niedrigung Bauchgefühl, wir nehmen das Erste. Meinst du, das soll sich vor dem Gericht beweisen? Die Wahrheit ans Licht bringen. Ja. Ja. Gib mir die Waffe. Hans Girgel, mach's nicht. Die hinterhältigen Schormeiers, die werden keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. In unserer Gemeinde werden wir solche Sünder nicht tolerieren. Dessen kannst du dir gewiss sein. Es sagt bloß, wir haben das jetzt geschafft, dass keiner gestorben ist. In der Gemeinde ist ein leises Raunen zu vernehmen. Hans Girgel lässt die Waffe sinken. Du meinst, du kannst mich retten? Ich will nicht sterben. Ich mag nur Gerechtigkeit. Bitte, Valentin, hilf mir.
Du weißt, ich stehe für die Wahrheit und ich garantiere dir vor Gericht alle Beweise zu präsentieren. Ja, das nehmen wir. Ein ordentliches Gerichtsverfahren. Ich kann der ganzen Welt erzählen, was hier passiert ist. Valentin, ich will dir vertrauen. Lass meinen Gang in deinem Wort fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen. Nein, ich tue, was ich... Ne? Dies Unrecht wird doch nie wieder jemand beherrschen. Der kleine Alois steht mit einer Waffe in der Hand neben Ursel. Die Waffe zeigt in ihre Richtung. Ja, magst du mir jetzt verarschen, du kleiner Scheiße? Bur, was du bist dein her? Weg damit! Heut's Mai. Kein Blick war ich dir wert. Und jetzt schaust. Die gescherte Schlange hat mich wie Dreck behandelt. Geschlagen hat sie mich bei jeder Gelegenheit. Und du hast nur weggeschaut. Der Junge zeigt auf seinen Vater. Alle haben weggeschaut. Die Frau ist abgrundtief böse. Bur, du legst jetzt umgehend die Pistole aus der Hand! In der Gemeinde ist ein leises Raunen zu vernehmen. Weiter. Jetzt Gott, was tu passiert das da? Ding weg, du Saudepp. Muss ich jetzt wieder drucken? Oh Gott, zack. Ich mag nichts überspringen. Das ist so spannend. Das ist wirklich... Was... Ohne was Das ist passiert? die Pistole von meinem Mo. Junge, beruhig dich bitte. Ja, bitte. Das muss alles aufhören. Das wird es. Das wird es. Aber nicht durch deine Hände, mein Junge. Denke an das Leben, das noch vor dir liegt. Mach es dir nicht kaputt. Oh, bitte, bitte, bitte. Bur. Du bist mit der coolste Charakter in dem Spiel. Oh Gott. Wo nicht hinschauen. Hört sich nicht gut an. Oh, leck. Ich kann auch nicht auffüllen. Mindestens ein Sechser. Danke. Der Junge nimmt die Waffe runter. Gib sie mir. Der Junge übergibt dir die Pistole. Danke, mein Junge. Was pult sie denn das Würstal ein? Halt's Maul, du Schnepfe. Ursula Pfistner schlägt dem Jungen ins Gesicht. Weiter. Plötzlich wird sie am Arm gepackt. Ursel, du klangst den Bur nimmer an. Hast du mich verstanden? Jetzt lass mich los! Ah, jetzt darf ich nicht Jetzt locker. lass mich sofort los! Hast mich! Ursula versucht sich mit Gewalt ruckartig aus der Hand ihres Vaters zu befreien. Jetzt muss ich wieder drucken. Als diese sich öffnet, stolpert sie nach hinten und stößt vor Schreck einen kleinen Schrei aus. Au! Sie fällt über die Kante der Kirchenbank und schlägt sich seitlich mit dem Hals auf der Oberkante der Rückenlehne. Bitte, was? Mit einem stumpfen Knacken verstummt ihr Schrei urplötzlich und sie fällt leblos zwischen die Bank rein. Wollt sie mir jetzt verarschen? Ich kämpfe wie ein Irrer, dass keiner verreckt und dann sowas. In diesem Augenblick flieht Hans Gürgel zur Tür. Soll ich den jetzt aufhalten? Wir probieren es einfach, oder? Weil wenn wir es nicht packen, dann haut er eh ab. Das ist gut. Das ist richtig. Boah, da geht's ab. Das schaffen wir. Egal, was jetzt passiert, ich glaube, dass wir das schaffen. Weißwürststoffe kann ich essen, oder? Ne, sagt man nicht kurz. Easy. Easy! Aufgehalten! Hans Krieg, es tut mir leid. Aber ich kann ihn nicht zulassen, dass du abhaust. Inmitten der Unruhe gelingt es dir, Hans Gürgel zu folgen. Mit aller Anstrengung wirfst du dich von hinten auf ihn. Durch den Aufprall knallt Hans gegen die schwere Kirchentür und taumelt benommen ein Stück umher. Beherzt greifst du ihm am Arm, verdrehst ihn hinter dem Rücken und zwingst ihn zu Boden. Unter den Beschimpfungen und den Fassungsluke der Bürger wird Hans Gürgel mit Hilfe der Dorfwache gefesselt und abgeführt.
Was? Hans Gögel wird gefasst. Okay. War ein Erfolg. Weiter? Das war's. Zwei Tage später zurück in München. Nach deiner Rückkehr in der Stadt bittet dich Herr Haller zum Gespräch. Der Haller. Insider. Herr Schmidt, Ihr Bericht ist etwas, wie soll ich sagen, unerwartet umfangreich. Augenscheinlich lief einiges anders, als es an Sie gefordert war. Die Aufgabe war doch klar formuliert. Aber gut, ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich alle Entscheidungen und Anforderungen nach bestem Gewissen getroffen haben, wie es in Ihrem gesellschaftlichen Rang entspricht. Na klar. Ich muss locker. Okay. Tote im Haus des Herrn? Ach herrje, diese Dorfleute auch immer. Überall schleppen die ihre Flinten und Pistolen mit sich herum. Wenn Sie erlauben, würde ich hier nochmal einen Satz ergänzen. So dass es schließlich im Rahmen einer banalen Streitigkeit zu einem tragischen Ereignis kam, in dessen Verlauf versehentlich einen Schuss fiel und zu tödlichen Verletzungen geführt haben könnte. Das klingt doch ganz gut. Dann haben wir keine Rechenschaft zu leisten. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Verstehen Sie? Kirche im Dorf lassen. So, wenn wir das jetzt haben, dann schauen wir mal weiter. Hier steht was von politischen Konflikten. Schmidt. Ich hoffe, dass Sie Ihre Linientreue aufrecht hielten. Ach, was für euch überhaupt. Sie haben bisher nie enttäuscht. Das bleibt auch so. In der Kirche ist kein Schuss gefallen, du Arschkopf, du Verschissener. Ja, Sir. Wenn Sie nicht so weit weg sitzen würden, würde ich Ihnen jetzt auf die Schulter klopfen, Kollege Schmidt. Es ist immer gut zu sehen, wenn junge Leute durch meine Lehre zu solch überragenden Ergebnissen kommen. Ich vermerke meinen Bericht, so dass Kollege Schmidt unter Anleitung des Vorgesetzten Haller ausgebildet, die Lage professionell und in gewohnter Manier herausragend kontrollieren konnte. Ich werde später noch beim Horber vorbeischauen. Vielleicht ist ja eine Beförderung für mich drin. Gradler. So, jetzt wo wir das haben, kommen wir doch noch kurz zu den Individualschicksalen dieser ländlichen Tölpel. Gut, dass Sie sich aus den Angelegenheiten der einfachen Leute rausgehalten haben, Schmidt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Sie in diesem ganzen Tumult rund um diesen sogenannten Schorsch und dieser Magd beteiligt gewesen wären. Konnte doch niemand ahnen, dass der Kerl so ausflippt. Auch sehr tragisch, aber zum Glück nicht unser Problem. Ich will es mal so formulieren. Mit fachlichem Fokus erledigte Kollege Schmidt seine Aufgaben ohne weitere Vorkommnisse. So soll's passen. Was jetzt noch bleibt, ist dieser Mörder. Bei Gott, in was für herzlosen Zeiten leben wir hier eigentlich? Der riet einen Scheiß, der Typ, das ist Bürokratenzipfel. Der Bastard wird verschimmeln in seiner Zelle. Den lassen wir schön in Wolpertshofen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und den Knecht kennt da jetzt jeder Bauer. Verstehen Sie, Schmidt? Das wird sich alles ganz von alleine klären. Also, wenn ich das hier alles korrekt sehe, Schmidt, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass alles für uns soweit gut lief. Keine weiteren Anmerkungen zum Bericht und ab in die Kartei damit. Sie machen jetzt erstmal ein paar Tage frei, Schmidt. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Ich hörte doch erst vor kurzem, dass Ihr Onkel einen schönen Hof im bayerischen Alpenland hat. Stimmt schön dort. Feierabend. Feierabend. Echt jetzt? Das ist das Ergebnis? Ha! Also grundsätzlich mal hat mich die Geschichte sehr gefesselt, deswegen haben wir es auch durchgespult. Ich bin hat's erstaunt über das Ergebnis der Geschichte. Wirklich. So habe ich jetzt nicht mit dem Ausgang gerechnet. Ich find's schade, dass der Hans Gögel da jetzt versauern soll und ich einfach Feierabend mache. Weil wir haben uns unser Wort gegeben, dass das nicht passiert. Ich hätte gern gewusst, wie es mit dem Schorsch und der Magd weitergeht, weil die, glaube ich, sind ein gutes Pärchen. Ich hab's leider nicht hingebracht, dass ich sie noch zum Arzt schicke.
Schließlich war der schon tot. Aber im Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen sehr, sehr schön gemacht. Frei mich narrisch. Ich hoffe, dass die weitermachen mit dem Inspektor Schmidt und den Schmidt noch irgendwas anderes aufklären lassen. Keine Ahnung, muss ja nicht in Wolpertskirche sein. Wir haben ja mehrere in Bayern, wo die einen Schmidt hinschicken kann. Ich hoffe, sie machen weiter. Ich finde die Vertonung super gut, das gefällt mir ganz gut. Wenn es da Hilfe braucht, ruft so. Ich tu mit vertonen. Kennt euch auch so, was ich sprich. Total gut. Wirklich gut. Das soll es gewesen sein. Nächste Woche fangen wir ein neues Spiel an, das wir dann durchspielen werden. Ich weiß noch nicht welches, da dürft ihr euch überraschen lassen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ihr dürft mir auch in die Kommentare schreiben, was eure Meinung über dieses Spiel ist. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, was es habt für so uns. 40 Papa, der Feind, Alter.